Jetzt bekommt Herr Becker für 2 Minuten das Wort. Bitte sehr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament! Kaum ein Bericht passt so perfekt zur derzeitigen Arbeitslage und wirtschaftlichen Situation wie der Bericht von Regina Bastos. Ich möchte hier auch als Mitglied von EMPL und Kultausschuss jenen Bereich fokussiert betrachten, der für die Zukunft der Jugend höchste Priorität besitzt. Auch Frau Hirsch hat angesprochen, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Europa extrem hoch ist. Sie steigt doppelt so hoch wie die durchschnittliche Arbeitslosigkeit aller Arbeitnehmer. In einzelnen Mitgliedstaaten erreicht sie bis zu 50%. Daher ist der Bastos-Bericht so wichtig, damit wir den jüngeren Menschen am Arbeitsplatz eine echte Chance bieten. Und wir müssen die im Bericht geforderten Maßnahmen sofort in Angriff nehmen. Diese junge Generation darf nicht die Zukunftshoffnung verlieren. Wir haben dazu einige Aspekte, die in Europa als Benchmarking bekannt sind. Es ist die duale Ausbildung, ein Erfolgsmodell, das auf der Sozialpartnerschaft beruht. Es ist die Offensive für lebenslanges Lernen, die synchron dazu notwendig ist, um auch die Schulabbrecherquoten zu senken. Es ist die Kompetenz in der Kommunikationstechnologie, da nach Lesen und Schreiben der Computer und das Internet die dritte Kulturtechnik ist und als solche zu akzeptieren. Ich möchte Regina Bastos und allen Kollegen gratulieren für diesen wichtigen Bericht, weil auch abschließend dazu nur eines zu sagen ist: Es gibt auch Berufsbilder, die für Jung und Alt von besonderer Bedeutung sind. Es ist der große Bereich der Pflege, der Betreuung, der Pflegehilfe, wo ein riesiges Potenzial an Bedarf bestehen wird aufgrund der demografischen Prognosen, und ebenso sind es die Jobpotenziale. Für Jung und Alt gilt es gemeinsam motivierend, Kommission aufzufordern und uns alle einen Beitrag zu leisten. Danke. Herzlichen Dank. Frau Badia Ikucet, jetzt für 1 Minute, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren. Auch ich möchte meine Glückwünsche an Frau Bastos aussprechen zu diesem Bericht. Dieses Thema, das wir hier heute diskutieren,